Ich habe ein Glas voll Dreck. Einer der berühmtesten Sätze vom Captain Jack Sparrow. Aber habt ihr gewusst, dass die Szene oder respektive das Lied komplett improvisiert ist? Das ist nicht im Skript drin gestanden. Und somit herzlich willkommen bei unserer neuesten Folge vom Brotkasten mit dem lieben Blackjack Grüezi. und mit mir mit dem Ulen Bullen aka Werfer der Flammen. Ich verneige mich, Herr Oje. Werfer. Blackjack, wie geht's dir? Ja, gut. Also ja, wie so ein Hamster bin ich gerade so. Hast du wegen dem so gelacht? Nein, gelacht habe ich wegen einem Glas voll Dreck. Ich finde das eine von der geilsten Szenen in den ganzen Film. Ich habe ein Glas voll Dreck, ich habe ein Glas voll Dreck. Ja, und scheinbar ist das wirklich völlig komplett improvisiert gewesen. Und das Das ist siehst so geil. es gibt irgendwann mal einen Kameraschwenker auf 'n Orlando Bloom und auf Keira Knightley, die sich so hure komisch anschauen und das ist scheinbar so alle so: «Hä, was macht er jetzt?» Also, ich finde das faszinierend. Ich finde grundsätzlich es immer lustig, wenn du so improvisierte Sachen siehst, wo Leute oder respektive Schauspieler halt einfach so rausgehauen haben. Ich ich habe am liebsten ich habe das letzte Mal gesehen von Friends, so 'n Blooper, das haben sie ja immer vor Live-Publikum aufgenommen. Ja, Und ich finde das immer am geilsten, wenn das so 'ne Szene ist, wo's dann aber natürlich nicht in die Serie reinbringen. mhm. Irgendwie hat er ich weiss nicht, ich kenne Friends nicht, muss ich zur Verteidigung sagen. Ich weiss, dass Jennifer Aniston dort mitgemacht hat und Mhm. der Matt LeBlanc und that's it, den Rest kenne ich nicht von denen. Ähm, aber irgendwie der eine ist irgendwie, glaube ich, in die Wohnung reingekommen oder so und hat, ich weiß nicht, ob das seine Freundin war oder so, keine Ahnung, ist eine dort gestanden und hat gefragt: „Ja, wie sieht's aus?“ Und der hat irgendwie so, äh, völlig improvisierten dummen Spruch und eigentlich mega böse drüber runtergelassen. Ja, es sieht aus wie so 'ne, keine Ahnung, wie so grad auf der Straße aufgelesen oder so. Ich weiß nicht mehr genau, was er gesagt hat. Hey, das ganze Publikum und sie hat ihn nur so verdutzt angeschaut und er in dem Moment so: „Ja gut, das war ein bisschen fest gewesen, das war ein bisschen hässlich gewesen.“ Und das Publikum hat's einfach verjagt und so Sachen finde ich so geil. Es ist so gut. Bloopers sind Ja. eh mega cool. Du siehst auch dort, dass auch Schauspieler nicht fehlbar sind. Die besten Bloopers, ohne Scheiß, Rush Hour und Bad Boys. Ihr müsst mal die Bloopers von dort schauen. Rush Hour, wie du Jackie Chan, die Hure hey, es kommt mir grad wieder einer in den Sinn, wo er 'ne Szene, er ist ja 'n Polizist bei Rush Hour und wo er Mhm. 'ne Szene spielt, wo er so hinter einer Wand vorkommt mit der Waffe und dann eigentlich auf Englisch rufen sie immer „Freeze!“ Ja. Also „Halt!“ Er ruft etwa dreimal hintereinander „Cheese!“ Ja, genau. Ich kann nicht mehr Cheese! können. Das ist super. Ja, den habe ich auch schon gesehen. Der Äh, ist so gut. Also, das sind wirklich die besten Bloopers, die ich gesehen habe bis jetzt. Was ich aber die schönsten Bloopers finde, und das finde ich mega krass, dass man sich Zeit dafür nimmt, sind so von Pixar oder Dreamworks-Filmen. Zum Beispiel das grosse Krabbeln hat Bloopers und Toy Mhm. Story hat Bloopers. Ich weiß aber nicht, ich glaube, das sind beides Pixar, oder? Keine Ahnung im Fall. Da bin ich Tut mir mega leid, ich tue das immer wirklich verwechseln. Aber dort einfach die Idee, dass man einen Film, der sonst schon animiert ist, nimmt und nachher dann Bloopers draus macht. Das ist so einfach, krank, aber irgendwie also, so weißt du, genial. eigentlich ist es ja, kannst du sagen, nachanimiert. Ja. Weil es ist der Sprecher, der Synchronsprecher spricht das ein auf die Szene, die er ja sieht. Mhm. Das heisst, der Teil ist schon animiert eigentlich ein Stück weit wahrscheinlich. Und dann passiert's und dann baut es einfach nur nachher der Blooper so: „Okay, habt ihr genug Zeit in dem Fall?“ Vielleicht wegen Nachanimieren. Sorry, jetzt sprudelt das gerade einfach Mhm. schnell ein bisschen raus. Kennst du den Film Dragonheart?
Also also jetzt nicht 'n animierter, oder? Das ist ja Das ist, der der F mit dem Dennis Quaid. ja, ja, genau, ja, ja. Das ist aus das ist mein persönlich Kinder-Mittelalter-Ritter-Fantasy-Film. Und, mein Brütsch und ich haben dort mal vor ein paar Wochen haben wir den wieder mal geschaut. Und das ist so geil. Die haben dort nicht den Drachen zuerst animiert und nachher dann alles noch nachsprechen. Die haben es umgekehrt gemacht. Die haben den Sprecher alles sprechen, haben weiss nicht wie viele Bilder gemacht vom Sean Connery. Das war nur einer dort gewesen, den haben sie angestellt und gesagt: «Hey, schau, du nimmst nachher dann die Bilder, sagst, angry Sean Connery da rein, lustiger Sean Connery dort rein», hat alles kategorisiert und aufgrund von dem haben sie nachher dann das Gesicht von diesem Drachen animiert, das Okay, Fabel. krass. Und ist aus Ja, meiner Sicht immer noch einer der besten animierten Drachen. heutzutage machst du's einfach mit Motion Capturing. Ja, ja, Ein paar Pünktchen aufs Gesicht kleben und 'ne Kamera drauf richten, fertig. mhm, schon. Oder da siehst du dann nachher dann am Boden rumkrabbeln wie der Gollum von Herr der Ringe, Ja, der ich An liebe An das. Andy Andy Serkis. Serkis, ja. Ich muss mir seinen Namen nicht mehr merken, weil es tönt wie 'n Zirkus. Ja. Okay, das ist 'ne Eselsbrücke, die ich jetzt nicht gemacht hätte, aber ja, okay, kann man machen. Zirkus Andi. So gut. Ja, aber erzähl mal, weil du hast gestern in deinem Stream hast du oder auch schon bei Bahnen-Streams vorher hast du angedeutet, du hast relativ viele Serien geschaut jetzt im letzten Monat. Oh, okay, ja. Ich glaube, das ist tatsächlich 'ne gute Idee, wenn man grad einfach mit dem anfängt, weil das Ja, könnte ein Momentchen dauern. also du hast irgendwie, weiss ich nicht, ich habe 3. Ich habe 3. Ich habe mehr. Okay. Ich weiss, ich habe vorhin ja, wir haben so kurze Vorgespräche, wir haben ich muss sagen, ich habe wieder mal das Hardware-Gedöns gehabt, bis das alles wieder richtig da hat. Ich hoffe, man versteht mich gut. Ähm, der Ullen hat Das grad ist sein wieder Getränk wieder rausgelassen, aber so Hirnsynapsen, die wieder durchbrennen. Stell dir vor, wir ja, geben uns Huere Mühe und am Schluss gehst du einfach nur so äh, hey, das würde mich am meisten aufregen. ja. Ähm, ja, ich weiss gar nicht, wo ich eben, die Zeit hergeholt habe, das alles zu schauen, aber ich muss sagen, die meisten sind Serien gewesen, die mich einfach voll gepackt haben. Und wenn mir so etwas passiert, dann kann ich eigentlich fast nicht mehr hören schauen. Dann ist es mir gleich, wie spät das wird. Dann will ich einfach weiter schauen und die Geschichte erleben. Jap, habe ich tatsächlich die 3 Serien, die ich hatte, habe ich die eine, die hat ein bisschen gebraucht, bis sie warm geworden ist, aber die habe ich nachher dann am Schluss auch einfach schnell durchgezogen. Ja. Also, das ist jetzt völlig nicht chronologisch, in welcher Reihenfolge ich es geschaut habe, sondern eher so, ich fange mit denen an, wo ich am wenigsten darüber erzählen will, weil ich so ein bisschen, ja, sie sind okay gewesen, aber vielleicht auch nicht mega gut. Mhm. Ich habe eine Empfehlung bekommen mal vom Decor, und zwar so ein bisschen eine Comedy-Serie Resident Alien. Ich habe die nicht gekannt, Mhm. aber es ist ein bisschen witzig. Es geht um ein Alien, das auf der Erde abgestürzt ist und eigentlich ja, einen Auftrag hat, hier etwas zu machen, aber dann, weil es abgestürzt ist und nicht einfach wieder gehen kann und seinen Auftrag erledigen eigentlich. Ja, muss halt irgendwie mit den Leuten verleben hier und es ist witzig, es hat ein bisschen gebraucht. Es ist auch ein bisschen sehr vorhersehbar teilweise auch, aber eben, es ist mehr als halt 'ne Comedy-Serie. Es Ja, ist gut, aber es wird teilweise fast zu viel rumgeblödelt, sage ich mal. Für okay. mich jetzt, also für Ja. die Serie habe ich das Gefühl. Ja, Humor ist ja meistens so ein bisschen das eigene Ja, Fenster. genau. Ich finde Sachen lustig, die jetzt andere Leute überhaupt nicht lustig finden, wie umgekehrt. Ne, aber tatsächlich haben wir die auch mal einfach so mal den Trailer angeschaut, haben wir aber nachher müssen sagen: «Nein», weil eben, ich habe 'nen ziemlich speziellen Humor und ja, hat mich jetzt grad nicht angesprochen gehabt.
Ja, aber also, wenn sie das Rumgeblödel, das lässt sich ein bisschen schwierig erklären. Es ist mehr so gedacht im Sinn von, ähm, ja, durch das Alien halt irgendwie nicht so unsere Gepflogenheiten kennt und halt, ja, wie das auf der Erde läuft et cetera und so weiter und so fort, stellt sich's alle ein bisschen dumm an, sage ich mal, aber es ist teils fast wie zu erzwungen, finde ich. Und das ist so ein bisschen, ja, Ja, ein es bisschen hat Flashbacks. oh, du Scary was? Movie 3, wo die Aliens kommen. Ja, gut, das Gut, aber das ist ja völlig etwas anderes in dem Sinn. ja, das sind keine gute Flashbacks. Nein. Ähm, ja, was habe ich nachher noch geschaut? Ich habe «The Passage» geschaut. Ähm, hat mir auch nicht gesagt. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich auf die Serie gekommen bin. Ist tatsächlich so, na ja, sage ich Mhm. jetzt mal. Es geht um Experiment, um ein Virus, wo seit Jahrtausenden auf der Erde ist, wo die Leute, die davon befallen werden, also am Anfang ist es ein einziger, der seit Tausenden von Jahren lebt, Mhm. in einer Höhle inne. Sorry, wenn ich jetzt irgendwie einen ein bisschen Spoiler oder so, der das vielleicht auch noch schauen wollen. I'm sorry. Ähm, Schlussendlich eben experimentieren jetzt mit dem Virus, dann die Leute werden so Vampir oder Zombie-ähnlich, Rest in Peace Menschheit und das kleine Mädchen sollten alle retten. Also Also, so, das ist der Standard-Dings, ja. wo haben wir das so? Es gibt irgendwann noch einen Film, der glaube ich so ein bisschen auf dem basiert. Wo die ganze Menschheit, ähm, Vampire sind und sie tun eigentlich Menschen züchten, aber es geht nicht die Menschheit geht ihnen aus. Das heisst, sie haben dann kein Blut mehr und es gibt, glaube ich, ein Kind, das so zu einer Königsfamilie gehört, wo heisst, ein Tropfen Blut würde irgendwie 100 Vampire ernähren und so und sie ist dann aber nachher dann glaube, sie kann dann nachher dann mit ihrem Blut, die Vampire heilen. Also, es kommt mir sehr bekannt vor. Ist aber gar nicht so. Also eben, es Okay, ist nicht okay, so, sorry. dass die Vampire oder die Zombies, die Übermacht haben, sondern sie sind Mhm, eigentlich das Experiment okay. und, versuchen da wegzukommen natürlich. Aber eben, das ist jetzt ein bisschen ja, kann man schauen. Ähm, Enjoyable to watch ja, once. genau. Ich bin schon schon wirklich überhaupt also das Walking Dead-Zeug, die wie viel, 25 Subserien, die sie jetzt mittlerweile haben oder Spin-offs oder was auch immer. Ich kann Ja, das nicht mehr schauen. und das Geile ist ja, Lange jede mir jede Tod um. Spin-off-Folge ist also, jede Spin-off-Serie ist ja auf einer anderen Plattform. Ja, das kommt noch dazu. Aber ich bin zum Glück mittlerweile plattformunabhängig unterwegs. Ja, das ist 'n Vorteil, ja. Habe wieder den Hut angelegt. Ähm, Den Hut angelegt. Also, hoffentlich nicht der Aluhut. nein, der Piratenhut. Ähm, dann habe ich, anscheinend eins der Highlights geschaut, «Three Body Problem». Habe ich Äh, tatsächlich auch geschaut jetzt. Das ist die letzte Serie, die ich geschaut habe. aber ich muss sagen, ja, es ist okay, aber sie wird irgendwie dem Hype, wo alle zusammen hatten, nicht gerecht. Es ist ein mega interessantes Konzept. Ja, das finde ich Also, auch. wie es aufgebaut ist und es beruht ja auf Büchern, glaube ich, oder so, habe ich gemeint. Also, Das die kann Geschichte sein. gibt es auf jeden Fall schon, Mhm. die ist nicht neu. Ähm, hat ein bisschen lahm gestartet meiner Meinung nach, aber an und für sich ich bin gespannt, wie es weitergeht trotzdem, Ja, ich auch. aber es gibt Besseres, finde Also, ich. ich finde, du hast dort extrem viele Parts drin, die hättest können rausnehmen. Ja, Oder, so ein bisschen sagen: «Hey, wir tun jetzt eine Folge damit füllen, warum das dort so ist.» Und dann hättest anstatt 8 Folgen sind's, glaube ich, hättest du vielleicht 6 können machen. mhm. Tatsächlich finde ich auch, das Interessante passiert erst ab der Folge 5.
Ja, voll. Aber darum, es startet recht lahm, habe ich das Gefühl. Es Ja, braucht ein bisschen. f eben, was du gesagt hast, ich finde die Idee dahinter finde ich geil. Was ich Vorsicht, Spoiler sage ich mal, was ich ganz krass finde, ist die Idee von diesen Wallfacers. Ah, ja! Ja, Die ey! Idee ist ich habe gedacht: «Alter, so etwas in unserer Zeit, das wär der Tod.» Ja, Das das Da habe ich mir gedacht, das gibt sicher noch Probleme. Für ja. die, eben, wo's noch sehen, hebt euch fest, das ist wirklich eine mega krasse Idee, aber ja, das wird definitiv noch Und vor die allem, sie Schwierigkeiten macht geben. für den Teil von der Geschichte macht sie mega viel Sinn, aber ich wäre Ja, nie auf so eine Idee gekommen irgendwie, weißt du, so 'n ja, Wallfacer. Ich wollte jetzt auch nicht spoilern, was es genau ist, aber was die machen müssen. ja. Ey, ist das hure geil. Also, Aber ich bin richtig fasziniert von dem Konzept Wallfacer da. das finde ich geil und wie sie mit den Welten kommunizieren. Mhm. Das habe ich auch noch cool gefunden, so what the fuck. Also, es hat wirklich ein paar What the fuck Momente drinnen, aber das ist jetzt nicht unbedingt meine Highlight-Serie gewesen. Meine Highlight-Serie war etwas anderes gewesen, aber du hast sicher ich glaube, du hast die sicherlich angeschaut. Ich überlasse dir das Wort noch einmal. Ich weiß wahrscheinlich welche, ja. Ja. Aber bevor ich zu meinen 4 Highlights komme, ich habe noch Infiltration geschaut. Das ist tatsächlich ein bisschen 'ne ältere Serie. Respektive sie hat eigentlich 2 Titel. Ich glaube, im Deutschen heisst sie Infiltration, im Englischen Invasion. Mhm, mhm. Ja, kann man jetzt darüber streiten, ob das das Gleiche ist oder nicht. Ähm, Finde ich nicht, aber ja. Das Coole an dieser Serie ist, sie startet mit verschiedenen Personen an verschiedenen Orten auf der Welt zur gleichen Zeit. Und du siehst immer, wie soll ich sagen, es wird immer wieder zu diesen verschiedenen Personen geschnitten. Und Mhm. das passiert eigentlich aber alles ein bisschen plus minus zur gleichen Zeit bei denen. Okay. Und schlussendlich am Ende, ähm, kommen dann die meisten Personen, also vielleicht mal geschaut, um was geht es in dieser Serie? Es geht um Aliens. Ähm, Die Erde wird von Aliens, ja, kannst du sagen, infiltriert oder Invasion. Ähm, und am Schluss, jede von diesen Personen am Anfang denkst, hä, warum? Was? Die eine Person denkst, okay, ja, dass der vielleicht dabei ist, das könnte noch Sinn machen, das könnte vielleicht noch irgendwo auf irgendetwas rauslaufen. Bei anderen Personen denkst du, hä, wa- warum sehe ich jetzt die ganze Zeit? Das macht ja aber, also, why? Ei. Und aber schlussendlich, je näher als die Staffel gegen das Ende zugeht, desto mehr kommen die Leute alle zusammen schlussendlich. Das finde Auf ich aber geil. irgendwelche Art und Weise. Und Mhm. genau, das habe ich recht cool gefunden, weil schlussendlich alle Fäden irgendwie so auf einen Punkt zusammenlaufen, über völlig unterschiedliche Wege, wo du eigentlich gar nicht wirklich daran gedacht hättest. Dass, okay, ja, ja, macht Sinn, ja, dass jetzt der auch noch und so hier. Es ist eine okayische Story, teils ein bisschen vorhersehbar leider. Ja, aber Ja gut, kann man schauen. heutzutage ist es eh schwierig, etwas Neues zu erfinden in dem Sinn. Ja, Aber du ich habe kannst es meistens vielleicht ein bisschen ausschmücken, je nachdem. Vor allem, wenn es um Space-Zeugs geht. ich glaube, also das Konzept von den Aliens finde ich tatsächlich mega cool gemacht. Sie sind nicht einfach so, ähm, wie soll ich sagen, die 0815 klassischen Aliens, wie du immer kennst, irgendwo in einer anderen Serie oder Film, sondern sie sind mal ein bisschen anders. Auch die Art und Weise von der Mhm. Kommunikation und so ist anders. Also von dem her noch recht interessant. Aber eben, Nice. kann man schauen, wenn man mal Bock auf so eine Alien-Serie hat oder so, sagen wir mal. Ja, Aliens. genau. Aliens. So, Bin gespannt.
Boah, mit welchem soll ich meine 4 Highlight-Serien tatsächlich, mit welcher soll ich anfangen? Ach, Ja, einfach von oben runter an. Ich habe die zweite Staffel Halo geschaut und holy shit, ich bin richtig gehuckt. Ich okay. ich 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 habe die Halo-Geschichte von außen gekannt. Ich Mhm. habe die Spiele eigentlich fast nie wirklich gespielt. Ich hatte nie eine Konsole gehabt oder so, und als sie auf PC gekommen sind, ist das nicht mehr so ganz meine Gegend gewesen, du. Aber damn, ist die Geschichte geil, wie sie in der Serie erzählt wird. Und ja, es jammern ja alle: „Ja, sie Thelma, bäh.“ Gehen bei Mami heulen, ich finde das mega gut. Gell, Ähm, Mami go heulen, Mann. ja, nein, das ist so, ach, das, wir haben Ja, das letzte Mal schon drüber geredet, das ist das Gleiche wie die: „Ich schaue die Serie nur in Originalton, ich verstehe zwar kein Wort, aber ja, dann ja, schaut's mir ja, gleich.“ Nein, also ich bin CGI ist g super gut gemacht. okay. Also, bin ich sehr überzeugt davon. Ähm, ja, ich habe nur geschrieben: „Mega.“ Okay. Dann in dem Fall sollten wir sie noch mal 'n Try geben, meinst du? Ich habe, glaube die ersten 4 Folgen geschaut oder 5. Mich hat das überhaupt nicht gehuckt. Mich hat, den Nebencharakter eigentlich null interessiert. Äh, sie Also, werden ja wer genau? sie werden ja dort, auf dem Planet das ist das die Rebellin oder was es auch immer ist. Vielleicht schnell Spoiler, sie werden ja in der ersten Folge wird ja dort das Ding überrannt oder in der Ah, ich zweiten. weiß welche, ja, ja. Und das ist mir viel zu viel um die gegangen. Ich wollte eigentlich mehr wissen, was dort sonst ein bisschen abläuft. Mhm. Dann schau weiter tatsächlich. Okay. Weil sie kommt zwar später schon auch vor, Mhm, natürlich, mhm, sie ist Teil von der Geschichte ein Stück weit, aber, also, am meisten fasziniert hat mich einfach die Geschichte um 'n Master Chief, um die Artefakte, mhm. was es mit dem Halo zu tun hat und so. Ähm, Cortana natürlich, Crush, Ja. hat schon. Mhm. Aber, ja, aber also, Digital Crush. wenn es nur wegen dem ist, schau's gleich mal weiter. Kämpf dir Mhm, vielleicht durch die paar Folgen durch und dann, also, sobald es mal wirklich um die Geschichte vom Master Chief, mhm. um die Artefakte und so geht, auch mit dem Covenant dann nachher, wo immer mehr zum Tragen kommt, ist Ja, sehr, also, ich bin richtig fasziniert davon. nice. Gut, in dem Fall. Dann habe ich «The Rookie» geschaut. Das ist doch ein Polizist, oder? Ja, hey, Mit ich kann dir dem nicht sagen, warum und warum ich die überhaupt damals habe schauen. Aber holy shit, hat mich die Serie abgeholt. warte jetzt, der Rookie, ist das die mit dem, wo der Homelander spielt oder der, wo bei Nein, Fireflies mitspielt? der bei Firefly. Ah, Ja, eben. Also, der es ist ich Nathan glaube, Fillion. es ist ein bisschen Comedy, hä? In dem Fall. Ja, tatsächlich. Aber ich kann dir nicht sagen, warum, aber sie ist einfach interessant und vor allem auch witzig. Es geht ja darum, er ist früher, glaube ich, Bauunternehmer gsi oder so etwas, auf jeden Mhm, Fall, handwerklich tätig und so, und wird dann in 'nem gehobenen Alter wird er Polizist. Muss aber von null anfangen natürlich, sprich ein der Rookie. Rookie. Mittlerweile sind wir bei Staffel 5, also die ich geschaut habe. Gibt Mhm, schon 5 Staffeln. Aber es ist einfach, ich finde, das ist genau die richtige Mischung zwischen spannend und Witz, sodass du zwar immer wieder ernste Themen hast, ernste Szenarien, Stories, aber trotzdem immer so 'nen gewissen Part Witz drin, auch mhm. er, also der Nathan Fillion in dieser Serie, hey, Ich glaube, der Liebe, ist ich glaube, der Liebe. ist eh 'n bisschen underrated, der Mann. Ich glaube es auch, ja. Aber Weil der spielt das so geil. das wollte ich grad sagen, weil ich glaube, er tut sich selber auch noch 'n bisschen abspielen mit der Rolle, die er macht, aber ich glaube, der Typ ist ein fantastischer Schauspieler.
Also, ich glaube, in dieser Rolle hat er einfach so gesehen: „Ja, okay, die ist, glaube ich, einfach mega witzig. Die Ja, macht mir Spaß, ich mache sie. wieso nicht? Warum nicht?“ Ja, genau, Wieso nicht? genau. Also jeder, der ein bisschen 'ne witzige, coole Serie schauen, gönne ich The Rookie. Aber wie gesagt, ich könnte direkt 5 Staffeln durchbingen. Ich weiss nicht, wo es die überall zu sehen ist mittlerweile, aber boah, ich lieb's. Ich Nice. lieb's. Ähm, dann ich fahre jetzt Wenn wir ich noch schnell wie viel hast du ja, jetzt noch? warte. Ich habe noch 2, wobei eine habe ich das Gefühl, ist die, wo du auch geschaut hast. Dann nehmen wir die bitte am Schluss. Ja, genau, das wollte ich jetzt gerade sagen. Darum fange ich jetzt zuerst mit meinem Highlight an. Und zwar ist das Okay. Shogun. Oh, die habe ich auch schauen, aber ich bin hm. Ey, holy shit, ist die Serie geil. Ohne Scheiß. Ich liebe allgemein so ein bisschen Serien, die auf die alten Zeiten gehen. Sei es jetzt Mhm. Griechenland, Ägypten, Japan, China, so einfach so. Aber damn, hat mich die Serie fasziniert. Die habe ich innerhalb von 2 Tagen durchgeschaut. Oh, krass. Da geht ja, glaube ich, 'ne Also, Folge, glaube 'ne Stunde, oder? ja, Nice. darum, die hat mich voll abgeholt. Ich kann nicht können hören. Die Atmosphäre in diesen w mit diesen Bildern und alles, was sie zeigen, wie sie die Kultur von damals zeigen. Und es ist tatsächlich, sie zeigen sehr und erklären auch sehr viel von der Kultur von damals. Warum ist das damals oder wie ist das damals so Mhm. gewesen? Warum sind die so miteinander umgegangen? Und was sehr viel dazu beiträgt, finde ich, ist, es ist aus der Sicht von einem Engländer eigentlich. Also es geht, ich wollte jetzt nicht zu viel spoilern, aber es ist Also aus der Sicht, ja, mal. ich kenne den Anfang. Den Anfang habe ich geschaut mit den Schiffsbrüchigen. Ja, Ja. genau. Und das sind ja, ist ja der Hauptcharakter eigentlich ist ein Engländer Mhm. und aufgrund dessen haben sie es so gemacht, dass alles, wo die anderen reden, Japanisch ist. Das wird nicht übersetzt. Also nicht übersetzt, es wird nicht synchronisiert. So, Das Japanisch ist Japanisch mit ja, Untertitel. das finde ich aber, das gibt irgendwie 'ne gewisse Atmosphäre drin Hey, absolut. dazu. Am Anfang hat es mich ein bisschen gestört, da dachte ich: passt das wirklich?“ Aber hey, genau, das bringt so eine geile Atmosphäre rein, Mhm. wenn weil es halt einfach wirklich so aus seiner Sicht gezeigt wird, ein Stück weit. Er versteht kein Wort. Und irgendwann im Verlauf der Serie fängt er sich ein bisschen an verstehen, ein bisschen an reden und dann wird halt sei's aber auch übersetzt, also untertitelt. Oh, das ist ja geil. Das ist ja hure Und nice. was auch noch sehr gut dazu einspielt, ist, dass ab und zu auch ein Übersetzer oder eine Übersetzerin dabei ist. Wenn Mhm. er mit dem Fürst redet zum Beispiel, erzählt er etwas, nebendran hockt einer oder eine, der für ihn übersetzt auf Japanisch und auch zurück vom Fürst zu ihm auf Englisch dann. Mhm. Also, aber hey, also wenn ihr irgendwie nur ein bisschen Interesse an Samurai, an Japan damals habt, wie das war, schaut das. Es ist wow! Und was einfach dem Ganzen noch so das Krönchen aufsetzt, ist der verdammte Soundtrack. Fucking Love für Hans Zimmer. Ah, ist der Hans Zimmer? Hey, ich habe das auch nicht gewusst gehabt. Eine Zeit lang habe ich immer gedacht: „Damit der hure Soundtrack ist auch mega geil.“ Und ich habe auf meinem Uh. Handy habe ich eingestellt, dass egal was für Musik läuft, er trackt's und zeigt's mir unten ganz klein an. Mhm. Und dann während dem Serie gelaufen ist, habe ich mal ganz kurz auf mein ausgeschaltetes Handy geschaut. Dann hat's angezeigt, der Titel Hans Zimmer und ich: „Wait a second.“ Wait a second. Pause gemacht, schauen, tatsächlich Hans Zimmer. Oh Ja, krass, dann hat sich sehr viel ergeben. Aber d der kennt sich halt dort ein bisschen aus, wegen Last Samurai. Der hat ja dort auch die mhm. Musik gemacht gehabt. Und der eine Schauspieler, der ist einer von meinen den sehe ich einfach gern. Der hat so
Ich kann dem seinen Namen nie, der eben wahrscheinlich der der Fürst spielt. Das ist einfach, wenn du denkst an Film, Samurai, ist einfach ihm sein Bild. Immer. Mhm. Der hat so Ja, 'ne das ist so richtige hat so richtige Anmut. Ich habe den noch nie irgendwie in einer lustigen Rolle gesehen oder sonst irgendetwas. Aber das ist so der äh, richtige. ich habe ihn grad, den Hiroyuki Sanada. Ja, ja, ich glaube, es ist der. Ja, es kommen tatsächlich einige so japanische Schauspieler vor, wo man vielleicht schon mal gesehen hat. Mhm, Ähm, er ist ja tatsächlich der bekannteste, ja. mhm, mhm. Eben ist halt das ist In den Engländer könnte man von anderen Serien, also, die ist tatsächlich sehr unbekannt, aber, Raised by Wolves, ich weiß nicht, ob ihr die kennt. nein, die sagt mir grad nichts. Das ist 'ne Serie mit dem Darsteller, mit dem Hauptdarsteller von Vikings, mit dem, Das ist doch so hure kaputt. Ne, das ist doch auch so interstellarer Shit. ja, sie ist speziell. Ja, da gebe Ja, ich dir absolut recht. ich habe mir nur eine Zusammenfassung geschaut und habe gedacht: „What the fuck is this?" Es ist schon, ja, also, ich habe sie zwar nicht schlecht gefunden, aber ja, sie Ja, ist speziell. ja. Aber dort hat er auf jeden Fall auch irgendeine Rolle gehabt, weiss ich. Mhm, mhm. Aber ja, der Hiroyuki Sanada, das ist also, wenn du irgendeinen Bösewicht willst, Oder eben der irgendwie Samurai aus'm Guy. oder 'n Samurai, dann Er hat halt wirklich so 'ne richtige Anmut oder ja, ich weiss nicht, wie man dem sagt. Der hat einfach so 'ne gewisse Eleganz, wo dir mhm. irgendwie so vorstellst von einem Samurai. Aber auch, der andere, äh, einer von seinen Vasallen, von also, eben, der Hiroyuki Sanada, spielt einen von diesen Fürsten. Es kommen mehrere Mhm, Fürsten vor. mhm, Und die haben ja Vasallen, eigentlich ihre nächsten Untergebenen eigentlich so, ihre Vertrauten so ein bisschen. Ähm, und einer von denen, spielt ein Schauspieler, der hat auch schon in anderen mitgemacht. mhm. Zum Beispiel Mortal Kombat hat er auch haben beide mitgemacht. Dort hat er St den, stimmt. Lord Raiden gespielt, den Tadanobu Asano, Mhm. der Schauspieler. Dort hat er den Lord Raiden gespielt. Und der Sanada hat ja dort den Hanzo gespielt, Das ist der nicht der Scorpion. Scorpion. Mal Ja, eben. genau. Sie 2 kämpfen doch nachher dann, glaube ich, gegen Sub-Zero. Oder jedenfalls er sicherlich. Das ist, glaube ich, Hat irgendwie der im Raiden Fight. auch ich weiß es gar nicht mehr, ich müsste wieder Also, mal es sind auf schauen. jeden Fall 2. Ich weiss auch nicht. Mhm. Ja, der Scorpion kommt ja nachher eigentlich nur noch so als Halbtoter vor oder so. Er ist ja eigentlich tot. Ja, also, sind wir ehrlich, wenn du dem seine Fatalities anschaust, er nimmt sich irgendwie die Kappe weg und ist nur noch 'n Skelett und spuckt den anderen an. Also, Ja. dass der nicht mehr ganz lebendig ist absehbar. Aber der Tadanobu Asano, der hat, ähm ich sehe es jetzt hier grad, in 3 Torfilmen sogar mitgemacht. Hm, Jetzt bin ich aber grad als Hogun. Ogun. Ich glaube, das ist einer von den Kollegen vom Vom Ding da. Tor müsste fast. Weil ich glaube, sonst hast du Ja, ja, keine genau. andere, die dort immer wieder vorkommen. Tatsächlich, ja. Voll, ja. Er hat einen von den Freunden vom Thor mit, also der, ja Gott, tönt jetzt böse, aber es ist halt so, der einzige asiatische Kollege vom Thor hat er gespielt Ja. dort, ja, tatsächlich, ja. Nein, Nein, Shogun also Shogun sehr zu definitiv. empfehlen. Schaut das Okay, unbedingt, also sehr 'ne gute Serie, absolutes Meisterwerk. nice. Bevor wir zu deinem oder bevor wir zu einer von unseren Favoriten kommen, Ja, ich tue noch meine andere Serie, die ich angeschaut habe, neben Third Body Problem, war, ich habe, endlich mal die zweite Staffel von «The Alienist» fertig geschaut, «Die Einkreisung». Das okay, ist, tatsächlich, Criminal Minds so im wie heisst das? So in den
im 18. Jahrhundert oder frisches 19. Jahrhundert. So ein bisschen Mhm. Criminal Minds mit, so Massenmörderstellen in dieser Zeit. Wie heissen die? Im industriellen Zeitalter. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Beste, was man sagen kann. Und ich finde das mega geil gemacht. Und ich liebe das Setting eigentlich, das industrielle Zeitalter, genauso wie, eigentlich so eben so Criminal Minds so ein bisschen vermischt. Darum finde ich auch Sherlock Holmes finde ich auch so mega genial. Also die Filme, die spielen ja alles im industriellen Zeitalter. Es wird alles ein bisschen aufgebaut, so im Amerika. Gut, dort sind sie jetzt in London. Und die schauspielerische Aktivitäten sind mega krass eigentlich, vor allem der von den Bösewichten. Ich denke: Okay. „Okay.“ Und, leider hat es jetzt nur die zweite Staffel gegeben. Ich glaube, 'ne 3. gibt es leider nicht. Aber es ist auch gut so. Also, kann, muss aber nicht. Ich glaube, es hat noch recht 'n heftigen Cast, glaube gell? Ja, es ist Hier, drin, mit dem mit dem Deutschen. ja, der Ähm, Deutsche. Der Deutsche. wie heisst er? Also, Daniel Brühl, glaube ich. genau, ja. Der, wo auch bei Dings mitgemacht hat, bei Marvel. Genau, der Daniel Brühl hat mitgemacht als Dakota Fanning. Ja, ich habe gedacht: „Woher kenne ich die?“ Ich bin sogar am Überlegen. „Krieg der Welten“ spielt sie ein Mädchen. Ah, ja voll, ja. Und ich so: „What the fuck?“ Ja, wir sind Alte. Und dann hat's noch 2 andere, er hat so 'n Schauspieler drinnen, wo ich, der hat mal bei Monk hat der mitgespielt. Das ist der, das weiss nicht, ob du's schon mal gesehen hast. Da gibt's ja immer so den, da gibt's ja den Monk, dann nachher der Polizist. Das ist so 'n älterer Herr. Ich weiss nicht mehr, wo der überall mitgespielt hat. Aber ich sehe den irgendwie noch gern. Und der spielt so 'n richtiges Arschloch. Und das gibst dem gar nicht, weil Monk ist so der liebe, vernünftige Polizist, wo Monk hilft, so: „Hey, easy“ und so. Und dort spielt er einfach ein Arschloch. Und vor allem, ich finde es auch krass, die erste Staffel ist so ein bisschen, tut sich so ein bisschen auf Daniel Brühl fixieren. Und die zweite Staffel tut sich dann extrem auf Dakota Fanning, ähm, fixieren. Vor allem, weil's auch so ein bisschen darum geht, sie will die Detektei aufmachen als so als erste Frau, die Detektiv ist. Und sie hat dort auch andere Hürden zu bewältigen, weder jetzt nur, den Bösewicht fangen. Und ich finde, das Mhm. ist mega cool gemacht, wie sie sich dort durchboxen gegenüber den anderen. Das ist mega gut, Okay. genau. Ich habe die Serie ich habe sie nie angefangen. Ich weiss nicht, mich hat das, obwohl ich eigentlich so das Industriezeitalter recht interessant finde, Mhm. vor allem sei's London oder Amerika tatsächlich, Ja. hat mich irgendwie die Story, wenn ich mir das angeschaut habe oder mal durchgelesen habe, einfach irgendwie überhaupt nicht gecatcht. So, ja, es ist 'ne Detektivserie, ja gut. Ja, also du tust dich halt auch relativ viel mit den Charakteren auseinandersetzen. Also eigentlich so Mhm, das Catchen von denen ist meistens eher so ein bisschen in der letzteren Hälfte von der Serie. Und die erste tut sich meistens so ein bisschen mit den Problemen auseinandersetzen, die Charaktere untereinander haben oder die sie auch sonst einfach haben. okay, ja, Genau. ja. Aber ich glaube, wenn wir schon darüber diskutieren, dass sich eine Frau durchs Leben boxt, kommen wir auch zu unserem, respektive zu meinem fucking Highlight von diesem Monat. Äh, Fallout. Ja. Ja. Also, ist tatsächlich direkt hinter Shogun, das muss ich ehrlich sagen. Ja. Ich muss ehrlich gesagt sagen, das ist eine Serie. Ich bin ja ein riesen Fallout-Fan. Ich habe mir sogar überlegt, ob ich Teil 1 und Teil 2 mal soll spielen, die uralt sind. Aufgrund von dieser Serie, weil sie offenbart Sachen, wo du in keinem Spiel und glaube ich keinem Buch oder Heftli bis jetzt glaubt hast. Ich will nicht spoilern. Aber für die Okay. Fans sind von Fallout, schaut das mal. Wirklich, es hat den Charme drinnen von Fallout. Absolut. Es hat den Wahnsinn drinnen von Fallout. Es hat gewisse Sachen drinnen, wo ich mir muss sagen: „Alter, das ist ein bisschen heftiger, als in den Spielen innen war.“ Und, der Cast,
ich glaube, über eine Figur möchte ich dann noch persönlich etwas relativ Krasses sagen. Also, ja, nein, eigentlich nicht, das ist nicht krass. Aber den Cast finde ich mega der Hammer und eigentlich auch, sonst auch Szenerie und alles. Ich habe am Anfang ein bisschen Angst gehabt, als ich den Trailer gesehen habe und die CGI, Power-Rüstungen gesehen habe, ich gedacht: „Uh, äh, Aber, aber, es ja, hat sich herausgestellt, ist kein CGI. nein, also auch nicht alles.“ Ja, gewisse Ähm, sicher, aber glaube, so viel wie ich weiss, der Vault, der ist, also für die, die es nicht kennen, der Vault ist ein Bunker. Die Fallout-Geschichte ist so, es hat 'n Fallout, also es hat einen atomaren Krieg gegeben oder einfach einen atomaren Angriff und Haufen Menschen haben in einen Bunker rein müssen. Ich glaube, das ist so, also einfach, ja, das ist so ein bisschen die in, Standardgeschichte. in 122 Bunker. Ja, 122 Bunker, wo man weiss, sagen wir's mal. Ja. Ja, ich lasse es mal so dahingestellt. In 122 Bunker, wo eigentlich dann nachher sollten, ja, wieder rauskommen und man sollte dann nachher die Welt wieder bevölkern. Und, ja, die leben dort eigentlich so ihr Leben und das ist eben die Geschichte von der, Scheiße, ich weiß ja gar nicht, wie sie heisst. Von der Hauptprotagonistin, ich sage es jetzt einfach mal so, wo du Ah, die siehst, wie sie, Lucy. die Lucy, merci, wo du siehst, wie sie, im Bunker drinnen ist und dann nachher raus muss, aus, diversen Gründen. Wer Fallout 3 kennt, kennt eigentlich die Geschichte schon ein bisschen. Mhm. Ich habe keins von diesen Fallout-Games, muss ich jetzt die Hand aufheben, ganz durchgezockt. Das ist Ja, irgendwie, es ist das Gleiche wie mit Skyrim. Am Anfang hat es mich gepackt und irgendwann habe ich gesagt, Kollege, das ist nur noch Arbeit, das ist I'm out. ja, Zu viel zu tun. Vielleicht die ersten sind vielleicht anders gewesen, aber Fallout 3 und Fallout 4 nachher sowieso. Und das ist einfach, wenn ein Game so in eine Sammelwut ausartet, schlussendlich, dann muss ich sagen, ey, musst weiß auch nicht. musst tatsächlich nicht einmal. Also, ich habe mir das auch mal gesagt, ja, letztes Jahr habe ich plötzlich so einen Drang gehabt, Fallout 4 durchzuspielen. Ich habe einfach etwa 150 Stunden investiert innerhalb von etwa 1,5 Monaten. Oh, wow. Aber es hat mich irgendwie so ein bisschen, das ist genau das, was ich brauchte, einfach so ein bisschen raus, aus dem Alltag, ein bisschen Sachen sammeln, ein bisschen Zombies metzgen. Aber nicht irgendwie, ich weiss, was du meinst, du kannst noch Siedlungen bauen, du kannst, deine eigene, Raffinerie bauen, wo du kannst Munition herstellen und so Mhm. Zeug. Das habe ich alles nicht gemacht. Ich bin einfach wirklich von A nach B gelaufen und habe mir gesagt, ja, wirklich, ich will nur die Story durchtun. Und eigentlich die Fallout 4 Story, die ist eigentlich noch relativ nice. Ja, ja. Und die Fallout 3 Story auch. Das Geile ist, schon dort merkst du, irgendetwas ist fishy. Irgendetwas ist fishy an dem ganzen Setting dort, aber du weißt nicht was, weil du hast zu wenig Informationen. Das habe ich jetzt eben gerade fragen, weil eben durch das, dass ich es halt nie wirklich durchgespielt habe, Mhm. habe ich mich im Nachhinein gefragt, okay, kommt das in den Games auch schon so zu tragen, dass jetzt in dem Szenario von der Serie mit diesen 3 Walls dort und wo sie nachher gemerkt in den anderen ist das nicht so und, Mhm. kommt das auch schon so ein bisschen raus? Ja, also du hast zum Beispiel, im Fallout 4, für die, die es nicht kennen, am Anfang gehst du in einen Vault rein und du wirst eingefroren. So Mhm. Nein, nicht Kybernetik. Kryp Kryo. Kryostasis, genau, merci. Das hast du, soviel ich weiss, in den wenigsten Vaults inne. Mhm. So Kryostasis. Es kommt, glaube ich, auch in der Serie kommt so einem Ort vor, aber dass die Leute tatsächlich 200 Jahre eingefroren sind, das ist eine Story von Fallout 4, hä, nicht mit irgendetwas anderem verwechseln. Das ist schon, eine Eigenheit. Du hast, in Fallout 4 eine von meinen Lieblingsmissionen. Du gehst in den Vault rein und du musst nachher einen 'n Mordfall lösen und die Hauptprotagonisten sind eigentlich nur Roboter, wo ein Hirn drinnen ist. Also, du hast eigentlich für Roboter, wo ja, wo von Menschen gesteuert werden, musst du einen Mordfall lösen.
Warum das die dort so sind, das lernst du nachher dann so ein bisschen, wenn du die Geschichte liest. Mhm. Noch 'n weiterer Vault ist, dass du plötzlich irgendjemand hinkommst, wo nur Kinder in einem Vault inne sind, wo davon Krieg führen gegen die Aussenwelt und so. Und wenn du dort Computer durchlesen, merkst du, die haben irgendwie Supersoldaten wollen züchten. Und ganz krass ist in Fallout 4 der Vault 88. Äh, Den muss ich noch mal machen, weil da passiert ganz, ganz komisches Zeug, wo irgendwie dann musst von außen musst go Leute holen und dann müssen die Tests machen. Und die einzige, die dort in diesem Vault 88 drinnen ist, ist ein Ghoul, der dann irgendwie wieder rausgeht. Was die denn genau macht? Genau. Okay. Strange. Ja, also es passiert wirklich hure viel fishy Zeugs und so und, das Problem ist, dass ich das sehe ich auch bei Fallout, gleich so wie bei Skyrim, du musst wirklich längere Zeit das Spiel spielen, weil sonst siehst du nichts. Ja, aber das finde ich auf eine Art cool. Ich meine, aber es gibt Mhm, Leute, die lieben so Games. Für mhm. mich ist jetzt einfach nicht für mich Skyrim ist immer too much gewesen irgendwann. Du hast Ja, so viel Zeugs können machen, auch wenn du dich hauptsächlich ein bisschen auf die Story hast wollen konzentrieren. Du hast da eine Geschichte, du hast da eine Geschichte. Du kannst lauf mal 25 Tage dort runter, hast dort noch eine Geschichte. genau. Laufst wieder Monate dort rauf, hast dort noch eine Geschichte. Und das ist für 'n Singleplayer-Game für mich macht das irgendwann keinen Spaß mehr. Ich will eine Geschichte erleben. Darum Mhm, fasziniert mich vielleicht die Assassin's Creed Games so. mhm, Du hast eine Geschichte, die läuft grundsätzlich von A nach B. Du mhm. hast ein Ziel zu verfolgen. Du hast Nebengeschichten. Jetzt im Assassin's Creed Mirage sind das doch einige gewesen, aber auch sehr interessante, Ja, wo mal mehr, mal weniger mit der Hauptgeschichte zu tun haben. Und du hast nachher ein Ziel, wo du darauf hinschaffst, wo dann ein genau. Stück weit 'n Abschluss ist. Das ist für mich ein gutes Singleplayer-Game, wo ich eine tolle Geschichte kann erleben drinnen. Wie 'n Film, sage ich jetzt Ja. mal. Ich finde das eigentlich auch mega mega gemütlich, wenn du ein Spiel hast, wo du einen gewissen roten Faden hast. Mhm. Weil sonst verlierst du dich und du tust Stunden und weiss auch nicht wie viel Zeit investieren. Dann nachher dann Genau. fragst du: „Brauche ich das überhaupt?“ Ja. Aber Und das hat mir einfach bei Fallout und bei Skyrim oder allgemein bei diesen, Elder Scrolls Games immer so ein bisschen gefehlt. ja, Der gro Du hast zwar schon ja, 'n gewissen roten Faden, also aus irgendeinem Grund bist jetzt aus dem Vault rausgekommen oder bist jetzt der Dragonborn. Sorry, falls mhm. ihr jetzt grad dazugehört habt. Ich weiss nicht, was da wieder rumhornt. Hut, Hut. Aber, Hut, Hut. Das hat mir einfach der rote Faden ist irgendwann nicht mehr rot gewesen, sondern nur so leicht orange, weil du Ja, hast so viel er andere Fäden franzelt gehabt. einfach mega aus. Genau, voll, ja. Ja, für mich ist das eigentlich mehr 'ne Beschäftigungstherapie, wieder wirklich ein Spiel durchspielen. Manchmal ist es erfrischend, Mhm. Beschäftigungstherapie mit eben, du gehst rein, machst deinen Shit, gehst neben etwas plündern, gehst retour, tust dich aufbessern, gehst wieder raus, gehst wieder rein, bla bla bla. Äh, Das ist aber eben genau der Punkt, warum es viele Leute sagen, jetzt zum Beispiel Starfield ist langweilig, weil du gehst auf einen Planet und du hast nichts. Ja. Das ist vielleicht schnell der Abstecher. Bevor wir aber oder bevor ich jetzt in der Fantasie von Fallout versinke, gehen wir noch einmal schnell zurück zu der Serie. Ich finde den Cast finde ich wirklich mega toll und ich finde es auch mega toll, dass sie so da Perks, wo es gibt, im Fallout eingebaut haben. Es gibt dort einen, das ist der Maximus. Ich habe mir am Anfang gedacht so: vielleicht ist das genau dann nachher dann der Punkt, wo du auch hast beim, bei dieser Alien-Serie, ist er der Punkt, wo es dann nachher dann zu dumm oder zu lustig wird, Mhm. weil er relativ ja, er ist halt ein Idiot, mehr oder weniger. Ja, voll. Und es geht, glaube ich, in Fallout 3 gibt's den Idiot Perk, wo du eigentlich, glaube ein völliger Idiot bist, aber hast hure viel Luck, wenn es mir recht ist. Ja. Und aber irgendwie feiere ich ihn auch, weil,
es gibt eine Szene, wo er 'ne Power-Rüstung überkommt und die nachher dann ausprobiert und die haben mir müssen sagen: „Alter, wenn ich hätte können, ich hätte genau das Gleiche gemacht.“ Ja, ich finde es wirklich cool. Ich finde es wirklich mega gut. Ich finde es auch cool. Ich bin zwar nicht ganz sicher, ob das wirklich so gemeint war von denen, die die Serie gemacht haben, aber in einer Szene, jetzt wenn wir eben grad bei dieser Power-Rüstung sind, bleibt er ja mit dem Fuß stecken. Ich Ich sehe, du lachst. ich Du weiss weißt, auf was wirklich ich raus ja, will. ich weiss auch nicht, ob die wirklich so denkt war oder nicht. Ich habe Gerüchte gehört, dass das einfach die perfekte Darstellung ist, wie du durch den Boden durchglitschst, wenn du Power-Rüstung oder wenn du stecken bleibst, irgendwie so durch Ja, Glitches stecken bleibst, wenn du Power-Rüstung anhast. ja, kommt Und da habe etwas ich müssen Gutes sagen: daher. „Alter, das wäre jetzt hure also, das wäre verdammt intelligent, wenn sie das so reingebracht haben.“ Also, ja, er ist jetzt dann gelandet mit dieser Power-Rüstung und ist leider durch den Holzboden durchgebrochen und jetzt steckt er dort fest. Ja, das kann ziemlich What? gut mal bei so Shit passieren. Weil Glitches sind, ein bisschen Alltag bei Fallout. Einer von der besten Schauspieler in dieser Serie, also Ja, meiner Meinung nach, ja, ich sage ihm einfach auch ja. wegen anderen also wegen anderen Serien, die ich ihn schon gesehen habe, ist der Ghoul. Der Ghoul ist einfach sorry, Hey, der Sicht hat mich einfach gepackt. Er ja, hat eine richtig geile Hintergrundstory. Du weisst voll. halt einfach am Anfang denkst du einfach, er ist ein Arsch, aber nachher mit der Zeit merkst du, der hat wahrscheinlich auch Scheiße durchgemacht. Ja, Viel Scheiß. Ich finde, er ist hure gut dargestellt. Ich finde, sie tun auch das Thema Ghoul auch mega gut aufbauen, wo mhm, sie dort haben. Äh, grundsätzlich finde ich ihn der interessanteste Charakter. ja, Äh, gut, auch die Lucy macht einen verdammten hohen Charakterwechsel durch. Das finde ich mega geil. Wo sie halt auf die Welt kommt, weil sie dann halt draussen ist. Das siehst du aber auch in den Spielen innen. Du bist immer so in der fröhlichen Happy Hippo, Welt drin und dann kommst du raus und alles ist einfach am Arsch. Und ja, voll. der Change von ihrem Charakter finde ich super. Super. Also eigentlich alles, mehr oder weniger. Ja, allgemein Charaktere an sich, auch die Bösewichtin und so, dort bin ich auch beim Vater habe ich schon ich gehe jetzt nicht genau Ja, darauf ein, was, aber beim Vater habe ich schon ziemlich schnell mal gedacht: äh, eben irgendwie ah, wo das ist eben noch etwas, was mich dann nachher interessiert hat, eben genau wegen dieser Frau und wegen der Waltz und es ist alles irgendwie fishy. Die Nebenstory, die sie noch haben in diesen Vaults innen, das ist auch mega also eben für einen Fallout-Fan, der sich jetzt nicht mega damit auseinandergesetzt hat, aber das Ganze rundherum, what the fuck happened there? Das ist mega ja, mit krass. Vault-Tech an sich, so meinst du Ja, wahrscheinlich. Ja, ja, es ist eben ja, genau, darum auch die Bösewichtin, wo das schlussendlich dann rausgekommen ist, aufgelöst wurde, ist ja in der Zeit vor dem bevor die Bomben gefallen sind, ist ja genau. so es ist ja so aufgelöst worden. Und dann habe ich müssen sagen ich bin dort gehockt und dachte: „What the fuck? Okay, jetzt macht hure viel Sinn.“ Ja. Und ja, das Krasse ist, du hast jetzt so viele Leute, die in die Spiele zurückgehen. Aufgrund Ja, von der also, erstens mal hat es 'n mega Hype ausgelöst, ja. einfach weil Fallout auch geil ist. Das ist meine Meinung. Und tatsächlich gehen jetzt viele Leute noch mal mehr sich dort umschauen und, vielleicht für die, die Fallout 3 gespielt haben, geht mal in die erste Stadt, Megaton, und geht mal die Bomben dort genauer anschauen. Das ist solcher Scheiß. Und so etwas finde ich eben mega geil. Also, ich habe meine 3 Stichworte, die ich aufgeschrieben hatte, sind einzig gewesen: „Nice“ mit 3 I, richtig guter Fanservice. Also, ohne Ja. Scheiß, ich habe selten eine Serie gesehen, wo den Fans genau das bringt, wo die Fans wahrscheinlich erwartet hätten. Mhm, mhm. Und die verdammt vielen kleinen Easter Eggs.
wo du Ja. überall wieder siehst. Und vor allem so in der die letzte Folge, die letzten 3 Minuten von der letzten Folge, hast du einfach irgendwie 3 Easter Eggs auf einen Klapp. Bam, bam, bam. J ja, und vor was eben noch krasser ist, du hast immer wieder ein bisschen Funny drinnen und so und Mhm. du merkst aber, dass der Funny, Part immer wie mehr abnimmt. Es wird immer ernster, so im Sinne Ja, von: „Was läuft da wirklich? ja, wa was geht eigentlich Warum?“ wirklich ab? Genau. Es Ich ist finde richtig gut. ich finde es halt auch einfach geil, wie die Menschen von der Oberfläche sind, weil die sind wirklich so Ja, blöd auch im Spiel ja. manchmal. Das ist super. Perfekte Widerspiegelung von der heutigen Gesellschaft dann. Also, Und tatsächlich ja. hat sich Nicht nicht viel verändert. überall, aber, ja, es ist wirklich Ja, ja. es ist nice. Ja. So, jetzt haben wir fast 45 Minuten über Serien geredet. Mhm. Was hast du für Hast Filme geschaut? einen. Ich habe Welcher? Rebel Moon gesehen. Okay, den habe ich noch nicht gesehen. Ich Dafür tue nicht ja. gross spoilern, aber ich habe jetzt gerade bevor wir den Podcast angefangen haben, habe ich mir überlegt, ich habe ihn tatsächlich erst vor 2 oder 3 Tagen gesehen. Erstens habe ich mir überlegt, habe ich den Film fertig geschaut? Und was genau ist passiert? Ich glaube tatsächlich, es passiert nicht viel. Und ich glaube, das ist genau das. Also, es passiert das, was du nach dem ersten Film erwartest, dass passiert, weil gewisse Sachen siehst du schon. Mhm, Also, mhm. mit dem General und so, kann man sich etwa vorstellen, was nachher abgeht. Ja, Aber ja, also er hat mich jetzt einfach nur schon durch das, dass ich mich so fragen habe ich fertig geschaut? Habe ich, was ist passiert? Er hat mich nicht so gepackt wie der erste tatsächlich. ja, also, die den ersten Teil vielleicht gesehen haben, ja, ich habe mir schon von Anfang an gedacht, wo ich den Trailer gesehen habe, ich dachte, so, jetzt kommt noch ein bisschen der Main Part von den Charakteren vielleicht noch einmal, was dort so ein bisschen abgeht, weil im ersten Teil hast du praktisch von dem General hast du nichts gewusst. Sie haben ihn Mhm. besoffen gefunden, haben ihn aufgepäppelt, mitgenommen, fertig. Ah, du meinst den General? Ich habe den anderen gemeint. Ah, der Gegen von den, wo der sie kämpft. okay, gut, ja. Oder ist das nicht ein General? Mal, das ist doch auch ein General, oder nicht? Habe ich Der, das den ich meine, verwechselt? ist der General Titus. Ja, 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 ich finde den mega gut. Aber nein, ich habe tatsächlich nicht den Das gemeint. ist wahrscheinlich der verschollene Vater vom Justus Jonas. Nein. Nein, der Großvater vom nein, der Onkel vom Justus Jonas von die 3 Fragezeichen. Weil der heißt auch Titus. Gott. Sorry, es ist einfach das ist einfach so 'ne es wieder so 'n Scheiß, der mir Das eingebrannt ist. ist Oh, wie so heisst der gut. General? Ah, wie heisst der Onkel vom Justus? Ah ja, genau, Ja, Titus Jonas. genau. Nein. Also, tatsächlich, Ja. aber ich habe ihn noch nicht geschaut, oder noch nicht ganz. Ich habe jetzt irgendwie die ersten 20 Minuten gesehen. Ich habe den mal geschaut am Abend und dann bin ich eingeschlafen. Aber da bin ich ja scheisse kaputt. Ah, ich weiss, wenn ich da geschaut habe. Ich wollte letzte Woche am Montag schauen und ich bin ja am letzten Wochenende an der Butterland gsi und tendenziell am Montag mega zerstört gsi und dann bin ich mitten drin eingeschlafen. Das muss nicht heissen, dass der Film langweilig ist, ich bin einfach scheisse müde gsi. Ja, genau. Ah, so gut. Ich bin tatsächlich wieder mal ins Kino. Oh, was bist du schauen? Ghostbusters 2. Ich kann es wählen, aber ich habe es nicht geschafft. Ja. Okay. Ja, der erste hat mir um einiges besser gefallen. Also, zur Erklärung, der erste, meinst du der erste mit dem Kind? Der erste mit dem Kind, ja. Der Ja, ja. zweite, er ist mehr als absehbar. Es ist ein bisschen für mich zu viel, Fanservice gsi Okay. und, hat auch ein paar Sachen drin gehabt, die mich mega triggert haben. Und dann nachher noch ein bisschen aus. Hat auch Third Body Problems so Sachen gegeben, die mich mega triggern. Aber von mir her gesehen ist Ghostbusters 2 einfach ein Dungeons and Dragons Abenteuer gsi mit einem Lich King. Fertig.
Okay. Mehr sage ich nicht, geht ihn schauen, aber ich habe gedacht, Alter, also, wenn ich so eine erste Runde Dungeons& and Dragons spiele mit Geistern, muss ich ja nicht sagen, dass dort Geister drin vorkommen. Ja, ich meine. Äh, es hat ein paar coole Sachen drin, aber es ist Mhm. jetzt nicht so gewesen, dass ich mir haben müssen sagen: „Du, ja“, hat ziemlich wenig Erzählung gehabt irgendwie. Es ist so ein bisschen weder Hand noch Fuß gsi. Und es tut mir leid, ich weiss, es ist für viele Leute mega toll, dass die alten Schauspieler wieder mitmachen, aber die hat's jetzt nicht gebraucht. Okay, interessant. Ja, die hat's jetzt nicht gebraucht. Weil es ist Aber wirklich ich bin ja nicht dazu, ich kann eigentlich wollte ja, schauen, ich habe mit 'nem Kollegen hätten wir wollen, aber wir haben's Entschuldigung, einfach noch nicht geschafft. wenn ich jetzt ein bisschen Ja, viel gespoilert, also nein, eigentlich habe ich nicht viel nein, es ist gespoilert. überhaupt nicht gespoilert, ist alles gut. Ja, das ist so das gsi. Und 'n Film, den ich mir letztes Jahr mal wieder gegeben habe, einfach weil mir denkt: „Hey, so schlecht kann doch der eigentlich gar nicht sein“, ist Warcraft: The Beginning. Oh, jetzt. Oh, jetzt. Sag jetzt nichts Falsches. Irgendwie ist das halt einfach schon geil. Es tut mir leid, weil die Animation ist mega gut. Das Einzige, wo halt mega stressig ist, vor allem für solche, die's nicht kennen, ist der Szeneriewechsel. «Hey, wir sind jetzt da. Hey, wir sind jetzt dort. Hey, wir sind jetzt dort. Hey, wir sind jetzt dort.» Du hast irgendwie am Anfang innerhalb von 10 Minuten tust du fünfmal den Standort wechseln. Von Sturmwind zu Goldhain zu, keine Ahnung wo, zu dort. Und wenn du das nicht kennst, bist du einfach plain. Ja, also, ich sage Sturmwind Goldhain geht noch. Was ich verstehe, was du meinst. Mhm, Wo wahrscheinlich eben Leute, wo's nicht wirklich gekannt haben oder nicht kennen, ähm, der Wechsel zwischen auf welcher Seite vom Portal bin ich jetzt? mhm, mhm. Bin ich jetzt hier und hier? Und das mache ich jetzt auch teilweise sehr schnell. Jetzt bin ich hier, zack, jetzt bin ich hier, zack, jetzt bin ich hier. Ja, Und das kann verwirrend sein wahrscheinlich am Anfang, ja. ja. Ne, aber sonst, ich finde den Film gar nicht schlecht. Es ist Nein, gut, es absolut. ist nice, es ist ja, ja. Eben, das ist das Einzige, wo mich eigentlich gestört hat. Aber ich wollte einfach wieder mal schauen und habe müssen sagen: «Mal, eigentlich ist es schon geil.» Eben animiert ist er ja super eigentlich. Finde ich auch, ja. Vor allem die Orks, tut mir leid, finde ich Mhm. wirklich geil Ja. gemacht. Ja, richtig nice, ja, Ja, absolut. Ich habe mir den tatsächlich vor ein paar Jahren mal sogar auf Blu-ray gekauft. Das war, glaube ich, einer der letzten gewesen, den ich so gekauft habe damals. nice. Also, habe ich gedacht, ich habe so lange WoW gespielt, das ist ein Universum, das mich so lange begleitet, mal mehr, mal weniger. Mhm, mhm. Das ist einfach und Fun Fact: 'N Kollege hat sich sogar echte Props aus dem Film ersteigert. Uh, Hat sich so, ich glaube, ein Schild und ein Schwert von den, Stormwind-Kämpfer von der die Garde. sind schon geil, Mann. Das sieht hure geil aus. Ja, Es ist halt einfach wirklich fucking Fantasy und Fantasy ist halt ja. einfach geil. Was ich geil finde, wenn man ganz schnell bei dieser Ersteigerung hat's etwas gehabt, hätte ich den Platz, hätte ich, sagen wir, so 'n Anwesen, hätte ich mir den Thron geholt und hätte dort, 'n goldene Scheisse draufgestellt. Ja, wieso nicht eigentlich? Why not? Es hat so 'n schönen weißen Marmor, 'n riesengroßes Gebilde hat's gehabt. Und da hättest du einfach so 'ne goldige Schüssel können draufstellen. Ja, wieso Wir haben das nicht, Mann? wir haben Do das it. diskutiert, so: „Hey, das müsstest du eigentlich machen, müsstest einfach kaufen, irgendwo anstellen und so 'n goldenes Häuschen dort drauf tun und so, das ist mein WC.“ Ja, wieso nicht? Ich meine, Ah, do it. Einfach ja. schiessen. Ja, das sind eigentlich die 2 Filme gewesen, die ich mehrheitlich geschaut habe. Zu mehr bin ich nicht gekommen tatsächlich. Äh, ja. Aber ich glaube, so Warcraft ist grad 'n guter Übergang zu den Games. Ja, auf jeden Fall. Also Fallout wäre eigentlich auch schon Absolut, ja stimmt, voll, ja. ja. Also, für die, was vielleicht nicht gewusst haben, wenn wir jetzt schon bei Fallout sind, geht mal schauen, Fallout 4 hat's ein Update gegeben von der Grafik-Engine.
Jetzt könnt ihr 60 FPS spielen. Hat es auch Grafik-Update gegeben? Ich finde ja. Weil ich habe ist das gestern gewesen? Ich glaube, gestern hat irgendjemand gesagt, ja, anscheinend ist es gar nicht wirklich so ein grosses Update, was Hm, Grafik angeht. Also Rest tatsächlich, ich habe mich natürlich, informiert, weil ich Fallout und so I will know. Tatsächlich ist es so, dass die PC-Spieler weniger davon profitieren als Konsolenspieler. Ah, okay. Aber ich muss sagen, ich habe gestern dann ja, Fallout 76 habe ich noch angespielt gehabt. Ich habe mit dem Nvidia-Treiber da oder respektive mit dem GeForce heisst das, glaube ich, habe ich, Mhm. die Optimierungen gemacht und ich finde, das Spiel ist flüssiger. Es hat schon ein bisschen ein Improvement gehabt, jetzt nicht etwas, wo ich muss sagen: «Wow, hure geil, hure krass.» Aber tatsächlich finde ich es cool, sie haben ein bisschen neuen Content reingebracht, sie haben neue Rüstungen reingebracht, sie haben neue Waffen reingebracht. Und ich muss sagen: «Holy fuck!» Einfach so 'n riesen fucking Laser, der einfach etwa so gross ist wie du. Und du kannst den noch modifizieren, dass er nicht nur ein Ziel trifft, sondern irgendwie durch die ganze Reihe durchfetzt. Ja, also sie haben 'n paar coole Sachen haben sie reingebracht. Storytechnisch auch noch ein bisschen etwas von der Enklave. Ist auch noch so 'ne Mhm. Fraktion, wo ich mich jetzt zu wenig auseinandergesetzt habe damit. Neue Powerrüstungen, bla bla bla. Und hat mir jetzt gestern doch so ein bisschen 2 Stunden wieder mal ein bisschen Spass gemacht, dort ein bisschen reinzuschauen. Und so ehrlich gesagt sage ich, ich bin in der Zwischenzeit irgendwie Level 50 oder Level 60 jetzt dann mit dem Charakter. Und, ja, das meiste habe ich schon. Ja, ja, ja. Ah, du hast Ist einfach das bestehende Safe Game weitergemacht ja, auf wahrscheinlich. jeden Fall. Ja. Ja, über Ja. dieses norm ja, mir überlegt, ob ich 'n neues anfangen soll, dann habe ich mir gedacht: und dann musst du wieder alles sammeln, musst wieder dort und die Story hast du ja jetzt eigentlich schon mehrheitlich gemacht.» Mhm. Ja, Okay. genau. Wa wa was mir jetzt grad noch so in den Sinn gekommen ist von wegen Game und Serie, etwas vom Geilsten habe ich gefunden, das habe ich sogar selber auch, halt im Game gesehen gehabt, ist die eine Waffe, was sie halt, noch mal auch in die Serie reingebracht haben, einmal kurz. Der Junk Chat. Ja, der Ja. Junkchat. Halt einfach irgend so 'ne Arm von einem Baby irgendwie in einem innen steckt, weil er mit dem beschossen Ja, worden ist. das ist So scheißegal, das ist geil, der Junk Chat. Du tust so einfach geil. alles vorne reingewürgen, wo hast und nachher dann das ist eigentlich eine Schrottpistole, Ja, einfach mit Schrottkanone. Güssel. Ja, einfach Das ist Gösel so geil. reinjattern und dann nachher ja, aber eben, es gibt so abstrusige Sachen dort in diesem Spiel. Ich habe jetzt auch ich habe mal ein Schiff müssen reparieren, das geführt worden ist. Also wirklich ein Schiff, wo schwimmt im Wasser, aber Mhm. das hat Triebwerk hinten dran gehabt und dort sind Piraten drauf gsi und das sind alles Roboter gsi. Die sind auf einem Haus bleiben stecken und dann musst du das nachher dann reparieren und wenn du fertig bist, kommst du 'n Kanonen über. Ein Kanonengewehr. Also wirklich, weißt du, wie früher so die Piratenschiffkanonen auf der Seite, wo einfach 'ne riesige Kanonenkugel kannst Mhm. reintun. Die Ja. kommst du dann über die Waffe und du siehst dann nachher dann einfach, wie sie starten und vom einen Haus noch auf ein höheres Hochhaus rauffliegen und dort bleiben stecken. Das ist halt fucking So Fallout. gut. Aber Ja, eben der Witz in diesen Games ist tatsächlich halt ja, einfach nicht zu unterschätzen. Das ist so geil, die Storyline ist es ist einfach der pure Wahnsinn. Und ich glaube, das ist halt der Teil, wo dann du auch musst feststellen: «Hey, das ist genau so der Grund, warum man sich immer wieder in das Spiel hineinschauen. Weil du findest immer wieder irgendeinen Scheiß.» mhm, Genau. das ist geil. Ja, aber, how are the manners, my lord? The Manners, The Manners sind, zwangsverheiratete, äh, äh, Holzfäller und so. Hey, Männerlords, Respekt, einfach riesen Respekt an den Dude, der das Game entwickelt hat. Ich habe gestern die Zeit
Ich habe einst im Stream auf die Zeit geschaut, habe gesehen, okay, bist etwa 3,5 Stunden dran, ja, voll easy. Ich bin völlig kaputt gewesen. Gestern und vorgestern, ich hatte auch 'ne strenge Tage gehabt. Ich bin gestern Abend, Freitagabend völlig am Arsch gewesen. Also, schon lange nicht mehr so kaputt erledigt gewesen, aber ich kann einfach nicht können hören. Aber das ist doch eben geil, wenn du so 'n Spiel Äh, hast. Es ist und ich muss sagen, ich weiss, es ist, glaube fast in jeder Folge von unserem Podcast mittlerweile eins zur Sprache gekommen. Verdammt noch mal, wieso schaffen jetzt kleine Teams und mittlerweile, das ist ein Dude, der jetzt 7 Jahre an dem Game gearbeitet hat. Wieso schaffen jetzt so Leute, so genial gute Spiele rauszubringen, aber fucking Buden mit Tausenden Mitarbeitern schaffen es nicht, auf das einzugehen, was die Leute eigentlich wollen. Es Ja, ist Katastrophe. ja, Also, jetzt muss ich aber gleich schauen. ja. Nein, es SteamDB. ist also Manor Lords, es ist erstens mal, das Game hat der Typ über Nacht oder respektive einfach gestern innerhalb von ein paar Stunden einfach zum Millionär gemacht. Punkt. Das Game ist von so vielen Leuten gewishlistet gewesen und ich glaube, es ist gestern instant auf Platz 1 von den Verkaufscharts gewandert. Ja, und tatsächlich, wenn du auf SteamDB gehst schauen, ist es auf dem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Platz. 6. Platz, Von was? äh, von allen Spielen. Most Played Games. Am 6. Platz. In den letzten 24 Stunden, oder was? Ja. Es ist krass. Es ist krass, wenn wir schon davor sind, Helldivers ist auch immer noch dort oben. Ist auch immer noch Ja, unter den das besten ist. 10s. Ey, das ist unglaublich, Ja. wie viel das Game immer noch spielen. Und really, Fallout 4 hat es natürlich jetzt auch wieder geschafft, gerade dort rauf. Ja, Also, ich sehe es gerade, ja. und Ja. Most Played Games Wallpaper Engine zähle ich einfach nicht dazu. Nein, voll nicht. Auch Zusätzlichkeit und so, das gehört Ja, alles nicht da drin. ja. Aber Aber ja, nein, also das Game, hey, habt ihr gern Anno und so? Habt ihr gern ein bisschen komplexe Aufbauspiel? Nicht Strategie, es ist kein RTS. Du baust nicht aktiv die ganze Zeit Einheiten und musst schauen, dass du irgendeinen musst bekämpfen oder so. Es ist ein Aufbauspiel. Es geht darum, dass deine Leute überleben, dass du Ressourcen hast für den Winter. Es gibt Jahreszeiten, es gibt Monate. Du musst schauen, dass du aber einerseits Ressourcen hast, dass du genug Platz hast. Du brauchst Gebäude, du kannst Gebäude erweitern. Ähm, Es gibt Banditen, also es gibt nicht keine Schlachten oder so. Also ich habe gestern, ein Kollege ist bei mir im Discord gewesen, wo wir das gezockt haben, der Shane, und der ist schon ein bisschen weiter gewesen, und dann hat er mir erst zweimal so Screenshots geschickt von riesig, also im Verhältnis zu dem, was ich häufig irgendwie gesehen habe im Spiel, eine riesige Schlacht. Und ich so, holy shit, what the fuck geht bei dir ab, ey? Und es ist ja wirklich Aufbau. Es ist ein langsames Game. Aber ich liebe das bei dem tatsächlich. Das ist genau das, was das Game gebraucht hat. Mir tatsächlich fast ein bisschen zu langsam teilweise, aber im Sinne von, ich habe gestern zum Beispiel die ganze Zeit das Problem gehabt, ich habe keine neuen Familien bekommen. Und, oder viel zu wenig schnell, ich sage es so. Du brauchst, damit eine Familie kommt, brauchst du einerseits natürlich ein Wohnhaus, wo die Familie kann wohnen kann. mhm. Und die Arbeitsstellen, die du errichtest, denen kannst du nachher Familie zuweisen, damit dort gearbeitet wird. Ähm, Ich bin an und für sich so weit gewesen. Ich hatte allerlei Arbeitsstellen, aber ich hatte keine Familie gehabt, weil immer nur einmal im Monat an Familie zukommt. Und das habe ich ein bisschen schade gefunden. Aber man muss halt dazu sagen, ja, das Game ist 7 Jahre jetzt in Entwicklung, ist Das aber ist halt Early Access. grad wollte sagen. Und gut, 40 Franken kostet es. Jetzt ist es noch runtergeschrieben auf 30 Stutz im Moment auf Genau, jetzt ist es Steam. gerade noch günstiger, ja, absolut. Aber eben, wir reden da wieder von einem Spiel, wie du gesagt hast, von einem kleinen Entwickler. Oder ja, mit Unterstützung, so viel wie ich jetzt gestern in deinem Stream bekommen habe.
Also der Entwickler, Ja. ich glaube, das läuft unter der Firma Slavic Magic oder so. Das ist Slavic ein Magic, Dude. ja, Das genau. ist effektiv ein Dude, der Greg, Stage oder so. Er hat so 'n bisschen östlichen Namen, ich kann's tatsächlich nicht Ja. ausdrücken. Aber, das ist ein Dude, wo das, gebaut hat. Ja. Ähm, mit Unterstützung von also, Unterstützung im Sinn von zum Beispiel historische Korrektheit. Er hat zum Beispiel es gibt 'n Deutschen, oder ist es 'n Österreicher, ich weiss das nie, Streamer und Historiker, der Coppelius. Mhm. Der, also, wenn euch das interessiert, das Mittelalter oder einfach so altes Zeug, geht bei dem mal reinschauen, unbedingt. Ich habe zwar schon lange nicht mehr reingeschaut, aber der hat 'ne Zeit lang in seinem Stream, ähm, irgendwie Rechnungsbücher übersetzt. Also, übersetzt im Sinne von die alten Schriften genommen und digitalisiert, so reingeschrieben, sodass auch wir können lesen, nicht die alte Schrift, wo kein Sau mehr sieht, was geschrieben worden ist. Es ist mega interessant. Der hat so viel Wissen über die Zeit, also sehr zu empfehlen, wenn euch das interessiert. Geht bei dem unbedingt mal reinschauen. Und mit dem zusammen, der hat er sehr viel unterstützt anscheinend, habe ich mal mitbekommen. Also, was ich jetzt noch sehe, ist, der Publisher ist Hooded Horse. Und Ja, wenn bei genau. dem gehst go reinschauen, die haben viel so Aufbau und Strategiespiele. Ja, Against the Storm habe ich jetzt auch schon mal gesehen. Das ist, glaube ich, etwa geht's in die gleichen Sparten rein, aber da tust du dich irgendwie mit, äh, Städtebau und Fantasy mit Tieren und so musst dich, glaube auf die Regenzeit vorbereiten und so Zeug. Also, Mhm. da hat sich aber wahrscheinlich 'n guter Publisher geholt, der Ahnung hat von diesen Spielen, Ich wenn ich glaube, es jetzt ist so nicht ein grosser Publisher oder nein, so, glaube definitiv ich, aber nicht. ja, ich glaube, er hat wirklich, also er hat, einen gefunden oder gesucht, wo in dem Genre sicher die Hand drin hat, ja, Ja, absolut. also von denen habe ich tatsächlich ein paar Spiele auf der Wunschliste. Okay. Mhm. Spannend, ist immer wieder spannend, wenn du so Zeugs siehst. Ja, Ja. aber es ist eigentlich wenn ihr Anno gerne habt, so ein bisschen gemütlichen Aufbau, komplexen Aufbau, muss man auch sagen. Es ist teilweise nicht ganz so einfach. Gönnt euch das, gönnt euch die im Moment, was sind's, glaube ich, grad 30 Franken. Ist ja grad Genau, runtergesetzt. genau. Ähm, das ist, vor allem auch, also ich sehe es für mich selber tatsächlich so als Game auch so für zwischendurch. Ja, kannst reingehen, Einfach kannst ein bisschen machen und dann wieder raus. genau, kannst ein bisschen abschalten, einfach ein bisschen runterfahren, schaust vielleicht einen Film nebenbei oder einen Stream am Laufen oder so und kannst dort gemütlich ein bisschen spielen, weil eben es ist ein relativ langsames Gameplay Mhm. halt. Ja. Ich habe mir aufgrund von dem, dass du gesagt hast, du willst Manor-Lords spielen, habe ich mir gedacht: „Ich will da wieder mal so 'n kleines Aufbauspiel, ein bisschen mit mehr Strategie drin.“ Habe ich mir eben in letzter Zeit wieder Total War Warhammer 3 habe ich mir runtergeladen und habe das gestern ein bisschen gespielt. Und ich spiele das jetzt, glaube ich, weiss nicht wie viele Stunden, schon 40 Spiele und ich habe immer noch nicht keine Ahnung, wie das hundertprozentig funktioniert. So gut. Aber das haben wir eben gestern auch gehabt. Eben, wir haben jetzt Fallout, wir haben, Total War, Warhammer 3. Wir haben Haufen Spiele, wo wir auch wieder zurückkommen, wo wir sagen: „Hey, die sind eigentlich mega geil gsi. Die sind mega Mhm. geil gsi.“ Ich glaube eben, wir haben jetzt wieder ein bisschen 'ne Zeit, wo wir sagen: „Hey, wir haben wieder Spiele, wo wir in 4, 5 Jahren wieder mal zurück können.“ Sagen: „Mal, das war geil gsi.“ Finde ich grad 'n guter kleiner Übergang zu dem, also zu meinem, das ist eigentlich das absolute Highlight, egal ob Serien, Film, Games, whatever, wo ich den Monat mitbekommen habe, wo ich, wenn ich jetzt nur schon wieder dran denke, grad wieder Gänsehaut bekomme. Eine Geschichte, wo zum Glück, wo ich zurückkommen kann, wo weitergeführt wird, wo mich mega Ah, fasziniert hat, ja. wo ich damals das erste
auf Kickstarter unterstützt habe, wo sie die Idee hatten. Und zwar ist das Announcement rausgekommen für Kingdom Come Deliverance 2. Ja, Und die Geschichte vom Henry und vom Sir Hans wird weitergeführt mit den gleichen Schauspielern. Ich habe das so ey, wo das Announcement gekommen ist, wo du ihn gesehen hast auf dem Ross daherreiten, zuerst der Sir Hans und dann der Henry, wo er zu reiten kommt. In der heutigen Zeit mit ganz normalen Kleidung, also sie sind nicht irgendwie verkleidet gewesen wie ihre Charaktere oder so, voll nicht, und haben das announced: «Hey, wir kommen zurück, es wird weitergemacht, die Geschichte geht weiter.» Ey, mir ist das kalte Rücken abgelaufen und ich freue mich so unglaublich auf das Game. Das ist und ich freue mich nur mehr, es kommt das Jahr. Es kommt noch das, ich muss nicht lang warten. ja, Es soll das Jahr noch kommen 2024. irgendwie. Ich Genau. ich muss tatsächlich den ersten Teil mal spielen. Also, Wenn es wegen dem neuen Teil ist, musst du es nicht einmal unbedingt sagen jetzt. Sie sagen jetzt im Announcement schon, es ist so gemacht, dass es auch für neue Spieler gut zum Einsteigen ist. okay. Man muss den ersten Teil nicht gespielt haben. Aber ich empfehle ihn gleich. Die Geschichte ist mega interessant. Ja, 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 es ich glaube, bis dorthin gespielt, wo, glaube das erste Mal in der Königsrunde bist. mhm, mhm. Also, relativ nicht weit. Weil es ist, also, das ist das, was ich jetzt rausgemerkt habe. Es ist auch nicht ein sehr schnelles Spiel. Nein, absolut nicht. Es ist wirklich, also, es kommt dir wirklich so vor, als würdest du wirklich einen Tag von dem vom Heini miterleben. Heinrich, Mhm. Heini. Okay. Ja, das finde ich tatsächlich aber sehr interessant. Es ist halt, Mhm. das ist für mich die Definition ein bisschen von einem Rollenspiel. Ja, Du spielst seine Rolle in dem Szenario dort. genau. Du bist der Dude, dir ist das und das passiert. Deine Entscheidungen, also Auch schon das Auftreten, das du hast, hat einen Einfluss. Sprich, wenn mhm, du dreckig und blutverschmiert mit jemandem redest, hat das andere Auswirkungen, weder wenn du super gekleidet bist und so. Ja. allgemein die Entscheidungsgewalt, die du in dem Spiel hast, Mhm. kommt an Baldur's Gate an fast teilweise, Ja. weil ich habe das selber erlebt. Wenn ich an das denke, kommt mir ein Szenario in den Sinn, weil das hat mich dort habe ich gemerkt, dass man das machen kann in dem Spiel. Vorher ist mir das nicht bewusst gewesen. Ich habe es ist darum gegangen, Banditen sind in einem Wald und ich muss die irgendwie, ich weiss nicht, ich habe, glaube ich, irgendetwas müssen holen bei denen oder was auch immer. Oder auf jeden Fall, ich habe gefunden, dass die Banditen in dem Wald sind. Ich habe mir nicht zugetraut, das Kampfsystem ist ein bisschen speziell, und ich habe mir nicht zugetraut, gegen all die selber anzutreten. Dann habe ich gedacht: «Gut, ich gehe zurück, mal schauen, vielleicht kann ich ja das an dem und dem melden.» Und tatsächlich, ich bin zu einem Charakter ran, wo nicht der, wo mir die Aufgabe gegeben hat oder so, sondern ich bin zu einem Mann, der hat eine Befehlsgewalt über eine Truppe gehabt, habe mit ihm geredet, habe schon vorher mit ihm geredet gehabt und habe ihm erklärt: «Hey, ich habe dort und dort, Diebe gesehen, Banditen gesehen, wir müssen die wegbringen.» Und er: «Okay, gut, gehen wir.» Zack, hat seine Truppe geholt, pst, Angriff. Und ich: «What? Das hat funktioniert!» Geil. Das hat mich so mega fasziniert damals. Vielleicht wieder ein Hint. Wir haben es wieder nicht geschafft. Ach ja. Wieder eine Folge, wo wir BG3 nicht erwähnt haben. Es ist Aber sorry, ja, es tatsächlich. hat halt einfach einfach, Regelungen, aber egal. Nein, tatsächlich, ich würde mir das erste Spiel schon mal gerne geben, aber das ist so 'n Spiel, das ich für mich würde spielen. Ja, mach das. Ja, genau. Ich habe es damals, ich glaube, zuerst habe ich es im Stream gespielt und habe es nachher aber für mich selber abgeschlossen, meinte ich, bin mir nicht mehr sicher. Ja, aber du Aber, hast, glaube, d ich bin ja auch dran, 'n Bucketlist zu machen für mich, wo ich so 'n bisschen abwäge, was soll ich wo spielen. Und ehrlich gesagt, so hure Rollenspiele, es kommt mir einfach nicht mehr in den Sinn, das irgendwie zu streamen, weil es ist so schade, tust du dich dann nachher nicht mehr auf das Spiel einlassen.
Mhm. Ja, Wenn du voll. schon mal durchgespielt hast und danach sagst: „Ja komm, ich spiele es nochmal für einen Stream“, dann ist das etwas anderes. Aber wenn du das wenn du willst eintauchen, dann musst du es so machen. Das ist mir seit Cyberpunk erst so richtig aufgefallen wieder. Ja, bei Ich habe mir ist Cyberpunk angefangen, wo ich nicht mehr aktiv gestreamt habe so. mhm, Und habe es einfach für mich mal plötzlich an einem Freitagabend angefangen, einfach so, ich habe gedacht: „So, jetzt habe ich Bock, jetzt lade ich's runter und fange an zu spielen.“ Und ich habe richtig gemerkt, wenn mich das in die Welt hineinzieht. Ich bin voll immersiv in dieser ganzen Stadt drin gsi, voll mhm, dabei und ich habe nicht mehr hören. Und das habe ich schon lange nicht mehr gehabt in so einem Spiel. Und darum ich habe mir immer gedacht, ich möchte endlich mal die Spider-Man-Games spielen zum Beispiel. Würde mich mega interessieren. Und ich habe eigentlich immer gedacht: „Na, das wäre mal etwas für so 'n Stream.“ Ich habe früher immer einen Tag in der Woche habe ich Story-Games gestreamt. mhm. Aber mittlerweile muss ich sagen, ich glaube, ich mache das nicht. Nein. Musst das aus meiner Sicht ist es am besten, wenn eben so Manor-Lords oder, ich habe jetzt so gestern daran gedacht, ich könnte wieder mal Total War Warhammer 3 spielen, weil dort hast du keine Mhm, Abhängigkeiten, was passiert. Du musst nicht immer tausende Stunden von investieren, von Sachen vorlesen. Äh, also kannst natürlich Sachen vorlesen, du hast keinen roten Faden in dem Sinn, wo irgendwie, wenn das letzte Mal jemand nicht dabei war, wo's vielleicht schauen, dann kommt nachfragen: «Hey, was ist passiert?» Und du musst es nicht tausendmal mhm, erzählen. Ja, das ist so ein bisschen das, ja. Von dem her eben, ich bin vorsichtig, ich tue immer meistens schauen, wenn's 'n Storygame ist, zum Beispiel Stray ist es für mich ein Spiel, das perfekt für einen Stream passt. Dort hast ja, wie viel 6, vielleicht 10 Stunden. Dann sagst du: «Ja, okay, das kommt 5 Folgen lang.» Pokémon habe ich jetzt auch müssen sagen: «Ja, okay, hat sich damit in den letzten paar Wochen ein bisschen gezogen.» Aber mehrheitlich, weil wir auch gesagt haben: «Hey, ich will nicht die ganze Zeit hier streamen und nachher dann tun wir nur grinden, wo ich eigentlich keine Lust habe, die ganze Zeit irgend zu mhm, erzählen: ‹Hey, jetzt mache ich die Attacke.›» Habe ich für mich privat gemacht. Einfach so ein bisschen die Peaks so ein bisschen rausnehmen, finde ich auch gut so. genau. Ja, Apropos Peak, wir haben jetzt wieder 1 Stunde 30. Alter, wir haben schon wieder völlig ja, Ja. anyway. Ich werde noch etwas raushauen, bevor wir es Gib ihm. fertig machen. Und zwar, sie kommen wieder zurück, scheinbar. Filmankündigung District 10. Ah, mach jetzt es endlich. Ja, scheinbar District 10, sie kommen endlich wieder retour. Ich Wie hoffe es. fix ist jetzt das? Ich weiß es nicht, aber ich hoffe es so fest. Ich hoffe es Äh, so fest. Das heisst ja seit eh und je: „Ja, es gibt 'ne Fortsetzung. Ja, nein, es gibt jetzt doch keine. Ja, mal, es gibt jetzt wieder. Ja, es gibt jetzt doch keine.“ Aber Irgendwann scheinbar, habe ich gedacht: „Ja, Kollege, jetzt ist mir eigentlich auch gleich, machen, was ihr ja. wollt.“ Aber bei District 9, das ist so ein geiler Film. Ja, also scheinbar hat es ein Ende. Und man Okay. hört auf vielen Seiten scheinbar, dass sie jetzt wirklich das District 10 machen. Würde mich freuen. Ich Ich habe auch. den ersten gut gefunden, wirklich sehr gut gefunden. Ich glaube, den gebe ich mir auch wieder mal. Ja, das habe ich mir im Fall jetzt gerade auch gedacht. Den müsste man eigentlich mal wieder. Mhm, gut. Ja, ich würde mal sagen, ich habe letztes Mal, noch 'n Fun Fact gebracht am Schluss. Hast du gerade noch einen auf Lager? Jetzt muss ich 'n Fun Fact habe ich 'n Fun Fact? Sonst, wie gesagt, ich habe noch einen parat. 'N Fun Fact. Gib mir mal schnell 'ne Sekunde. Ich mache in der Zwischenzeit noch schnell ein bisschen Werbung für uns noch. Für die uns ja eigentlich gar nicht kennen oder so. Wir sind, Leute, die auf Twitch unterwegs sind. Kommt doch mal vorbeischauen. Beim Uhlenbullen auf Twitch oder beim Blackjack V8. Ja. Ich streame meistens Montag und Freitag und der Blackjack streamt eigentlich immer Dienstag, Donnerstag und Sonntag. Jawohl, Wir tun es eigentlich absolut. schön abwechseln.
Ja, Finde ich schon, cool. merke ich jetzt auch grad. Ja, dann könnt ihr immer entweder bei ihm oder bei mir könnt ihr reinschauen. Ähm, könnt uns auch auf Instagram folgen. Bei mir ist zwar nicht viel los im Moment, aber da Ja gut, bei findet ihr mir auch auch ein bisschen, nicht. da findet ihr auch ein bisschen Also, Announcements und so. Genau. Und wenn ihr irgendwelche Ideen habt oder Sachen, die wir könnten anschauen könnten, gebt uns Bescheid. Wenn uns ansteht. ah, etwas vielleicht noch. Wir haben schon wieder ein bisschen Feedback bekommen. Oh, Auf die Frage vor allem, wo ich das letzte Mal gestellt habe, wo es die Leute überhaupt unseren Podcast hören. Und es ist tatsächlich ein bisschen so, wenn ich gedacht habe, ein Großteil lässt es beim Arbeiten. Ich meine, in gewissen Berufen geht das, ja. Kann ich mir gut vorstellen. Ich kann das auch machen. In anderen muss ich sagen, okay, ja. interessant. Ähm, oder beim Autofahren. Das habe ich tatsächlich auch mittlerweile. Ich höre sehr viele Podcasts eigentlich beim Autofahren oder beim Einkaufen, das habe ich schon mal gesagt, da muss ich den anderen Leuten nicht zuhören, Mhm. sondern kann mich auf irgendetwas Witziges, konzentrieren. Und beim Zocken. Gut, manchmal passiert auch beim Einkaufen irgendetwas Lustiges. Oh, hast du etwas oder was? Genug, aber ich glaube, das gehört da jetzt nicht hin. Ah, okay, so. Ich glaube, wir machen mal sonst einfach mal ein Special, das einfach heisst, so eine Daily a normal Day in Broadcasters Live oder so etwas. Und dann reden wir mal ein bisschen über anderes Zeugs oder immer über Games oder Nerd-Stuff. Hallo. Genau. Oh, ein Fun Fact ist mir jetzt gerade in den Sinn gekommen, den habe ich das letzte Mal, ich glaube vor einer Woche oder so, mal gelesen gehabt in einer, von einer News-Seite, also über Film und so. Der, Gerade um Jurassic Park, der Sound vom T-Rex, das berühmte Lärmen, das er hat, wo er dort zum Beispiel im einen Film wieder rausläuft auf die Plattform und da seinen Schrei rauslässt. Das ist ein Mix von mega vielen verschiedenen Tieren. Ich habe das nicht gewusst. Es hat mich mega fasziniert, als ich das gelesen habe. Das ist zum Beispiel, und das ist das mega Witzige, einerseits ein Alligator. Das macht ja Okay. noch Sinn. Ja, Das macht Sinn. kann ja noch sein. Ein Tiger. Und Okay. das Beste, ich habe es noch nicht ich bin im Fall nachher wirklich das hören. Ich habe noch nicht herausgefunden, wie oder wieso. Ein Babyelefant. The fuck? Ich so, hä? Okay. Ich meine, ja, es hat schon so ein Röhren, aber ein Babyelefant? Okay, interessant. Hauptsache der Rüssel drin haben, oder? Was? Ja. Genau. Geil. Why not? Aber das ist, was gerade, ich habe das letzte Mal in der Google News so Sachen, dann ist das irgendwie auftaucht, dort, wie der Sound zusammengestellt worden ist. Ja, was ist so beim Chewbacca gewesen? Irgendeine Mischung aus Weiß ich Bär nicht. und Blauwal oder irgend so etwas. Ich Das weiß ist nicht. auch geil. Ist W aber auch geil. ich würde mal sagen, das ist etwas, was wir fürs nächste Mal aufheben, hä? Genau, der Genau, Blauwal kommt beim nächsten Mal. richtig. Hey, es war ein Vergnügen. Wie jedes Mal. Und, Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir hören uns nächstes Monat wieder. ja. Vielleicht, ich weiß nicht, wir entscheiden das nachher. Ist die Folge jetzt eine Woche früher oder später? Weil wir haben gesehen, dass die Woche, wo eigentlich der Montag ist, erst in einer Woche wäre. Und das ist ein bisschen doof. Aber das diskutieren wir nach dem Podcast. Ich Genau. merke es dann, wenn er im April noch rauskommt, haben wir uns anders entschieden, als wenn er erst eine Woche später kommt. Das merke Genau. ich dann. Wir lassen den Raum offen. Richtig. Ah, jetzt habe ich gerade gedacht, das schaffen wir so auf 1 Stunde 34, aber jetzt müssen wir noch fast eine Minute etwas erzählen. Nein, machen wir nicht. Nein, machen wir nicht. Wir lassen euch jetzt im Freien gehen. Ich schaue bei mir zum Fenster aus dem Keller und sehe, es ist schönes Wetter. Genießen das Wochenende. Ja, ist eigentlich Mach völlig jetzt die Tore dumm. zu und genieße jetzt. Ist eigentlich völlig dumm, dass ich jetzt sage, schönes Wochenende. Vielleicht ist nächstes so ein Wochenende, wo sie es hören, wieder völliger Scheissdreck.
Okay, Stimmt tatsächlich, aber das Wochenende ist ja eh schon vorbei, es wäre ja am Ende. genau. Also, Einfach tschau, tschau. ciao.